Ja, noch einmal zum Thema, was die EU angeht. Ja, auch wenn der junge Mann da vielleicht noch einmal zuhören möchte, gut, vielleicht erzählt sie ihm nachher noch einen. Krieg entsteht nicht immer nur durch eine Lüge, ja, da gehören mehr Sachen dazu. Oft entsteht Krieg auch durch das Schüren von Zwiespalt, von Missgunst, von Zwiespalt. Die Leute sollen gespalten werden, die sollen voneinander abgegrenzt werden. Deswegen haben wir auch so viele Leute, die ja ins Ausland gehen zum Arbeiten, weil da sind die nicht mehr zu Hause. Genauso deshalb holen wir uns ja die vielen, vielen Auswanderer oder absichtlich Eingereiste hierher, weil die dann auch nicht mehr zu Hause sind. Das ist ja alles unter dem Begriff Zwiespalt zu sehen. Heute habe ich gelesen, kommt aus der EU der Vorschlag einer EU-weiten Arbeitslosenversicherung. Ja, dass also EU-weit alle Länder einbezahlen, je nachdem ihrer Wirtschaftsstärke, und dann werden die EU-Arbeitslosen aus diesem Pot finanziert. Also man weiß da auch jetzt schon wieder, wer da der Hauptzahlmeister ist, also wer den Topf am meisten füttert und wer sich daran bedient. Das ist nur ein Punkt, der mir heute aufgefallen ist. Der andere ist, lese ich doch tatsächlich heute, und ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe nichts gegen Asylanten, ich habe auf gar keinen Fall was gegen Flüchtlinge. Aber nachdem jetzt schon die ersten Zeltstädte entstanden sind, kommt man heute mit dem Vorschlag von Herrn Patzelt, die Leute sollen doch bitte die Flüchtlinge in ihren Wohnungen aufnehmen. Ja? Also wenn sie ein Gästezimmer haben, da kann man auch mal 2, 3 Flüchtlinge reinmachen. Das hat auch kulturellen einen Vorteil, heißt, weil man da ganz neue Erfahrungen sammelt. Also ich halte die Erfahrung erstens mal für sehr experimentell und weiß auch gar nicht, ob ich die machen möchte. Und ich frage mich allen Ernstes, wo soll das hinführen? Warum wird uns sowas aufdoktriert? Wenn die mal anfangen würden, die Waffenlieferungen in die jeweiligen Länder zu stecken, aus denen die Leute zu uns flüchten, dann könnten die nämlich auch da bleiben, weil dann wären es keine Flüchtlinge mehr. Die müssten gar nicht mehr aus ihren Ländern raus. Meine Meinung.